Traurig schaut die Prinzessin Lilifee ihre Freunde an. «Dann melden wir nur dich für den Solotanz an», meint der Pupsi enttäuscht. «Kommt gar nicht in Frage», ruft Lilifee verrückt. «Entweder bekommen wir alle Tanzunterricht oder keinen.» Die kleine Prinzessin nimmt den Pupsi bei der Hand. Mit der anderen hat sie ihren Zauberstab und sofort wachsen sie alle wieder zu ihrer normalen Grösse. Hand in Hand machen sich die Freunde auf den Heimweg. «Hallo, ihr da!» hören sie plötzlich eine Stimme. Vor ihnen sitzt ein wunderschöner bunter Vogel. «Wer bist du?» fragt Lilifee erstaunt. «Ich bin's, die Violetta», zwitschert der Vogel. «Ich möchte euch gerne helfen.» «Das ist sehr nett von dir», freut sich Lilifee. «Ihr seid ja auch nett», antwortet Violetta. «Außerdem glaube ich, dass auch Tiere schön tanzen können.» Von jetzt an übt die kleine Elfe Violetta jeden Morgen mit der Lilifee und ihren Freunden. Heimlich tanzen sie in der Lilifee ihrem Blumengarten, zwischen den Blüten und Gräsern, denn sie wollen dem Tanzlehrer Frederik im Schlosstheater zeigen, dass auch Tiere schön tanzen können. Das Wichtigste ist, erklärt Violetta ihren neuen Freunden, dass ihr die Natur beobachtet und euch bewegt wie die Blumen im Wind. Ihr werdet es sehen, dann geht das Tanzen wie von selber.